Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Sam Jimmy Joe, der Kleine mit der großen Klappe. Wie ich schon letztes Mal angesprochen erscheint jetzt jeden Mittwoch eine neue Podcast-Folge. Das heisst, wenn ihr zum Beispiel durchmachen von Dienstag auf Mittwoch, könnt ihr schon bereits ab Mitternacht meine neue Podcast-Folge anhören. Wenn ihr meine Visage-Arbeit wollt, dann erscheint nachher ab der 4 Uhr am Nachmittag, ab 16 Uhr, erscheint dann nachher eine Podcast-Folge auf meinem YouTube-Kanal als Video. Also wenn ihr mir gerne in die Augen schauen ab und zu, dann kommt auf YouTube. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt auch dort dementsprechend kommentieren, wenn ihr Anregungen habt für einen Podcast. Genau. Worum geht es heute? Es geht um TikTok. Ich habe zwar gesagt, ja komm, wir lassen jetzt die Sache weg TikTok, aber der Blick hat heute haben wir den 11. April 2023, Blick hat heute gerade einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel «Gefahr TikTok. Will uns China mit dieser App verdummen?» Da weiss ich bereits schon die Antwort, ja. Nein, die App TikTok, sie ist und bleibt, glaube ich, meiner Meinung nach immer so ein kleines Problemchen. Viele sehen natürlich dort ein schnelles Wachstum in Form von, wenn sie eben Content Creator sind, können sie dort wirklich schnell wachsen. Auch ich habe inzwischen dort über 80'000 Followerinnen und Follower. Vielen Dank an jede einzelne Person. Aber zu welchem Preis, sage ich da immer? Weil die App, die bringt aufgrund von ihrem Algorithmus so viele Sachen am Tag, wo man muss sagen, warum bin ich eigentlich noch da drauf? Auch mir ist es so gegangen, oder geht es mir ab und zu immer noch so, dass ich eben auf die App gehe, dort die Videos durchschaue und eben auch schon wegen dem Abscrollen ist es so, dass mir Videos angezeigt wird, halt auch von den Friends, also wo ich mich connected inzwischen, aber auch neue Sachen. Und der Algorithmus, Leute, die müsst ihr euch das so vorstellen, liebe Damen und Herren. Ich habe zum Beispiel ein Video geliked, also ich habe ein Like abgegeben bei einem Video. Ich bin nach 2-3 Videos abgescrollt und innerhalb von diesen wenigen Sekunden hat TikTok mir schon bereits Videos geschickt oder gezeigt, nur zu dem Thema, das ich vorher gerade geliked habe. Also das geht so schnell, dort schon bereits. Und da haben auch schon Tests von jensten Journalisten gezeigt, Journalistinnen und Journalisten gezeigt, dass wenn man dort halt gewisse Themen liked, dass es nachher dann halt wirklich so weit kommt, dass einem wirklich auch noch immer noch so Sachen gezeigt werden. Zum Beispiel eben, sagen wir, suizidale Gedanken, also Selbstmordgedanken. Wenn man das liked, also so richtig tiefe Videos, dann werden einem plötzlich nur noch solche Videos angezeigt. Und eben das hat die Reportage wirklich schon an den Tag gelegt und zeigt, hey, look, was passiert mit dem Ring, wenn es halt wirklich solche Videos liken auf dieser App. Und Blick hat jetzt heute zum Beispiel auch eine Grafik teilt, also eine Grafik auf ihrem Artikel, wenn ich dann noch reden kann, wo sie zeigen, weltweit im Jahr 2021, wie so die Altersunterschiede sind gesehen. Das heisst, wie ist der Unterschied von den Alter her, die sich auf dieser App angemeldet haben. Und hier ist zum Beispiel ein ganz grosser oder der grösste Anteil von 34,9% nach Quellen von TikTok Report ist zwischen 18 und 24-jährig. Okay, zwischen 18 und 24-jährig. Der zweite Anteil von 28,2% liegt bei den 25- bis 34-Jährigen. Jetzt habe ich mich aber Folgendes gefragt. Es ist sehr wahrscheinlich wie YouTube. Weil bei YouTube hat man es früher in dem Sinn so ein bisschen, in Anführungszeichen, gehackt, wo man hat gesagt, hey, ich bin schon bereits 18. Und dann hat man natürlich auch den Content von Profilen gesehen, wo man vielleicht nicht gerade hat sehen. Genau das Gleiche ist im Grunde genommen auch bei TikTok. Weil man muss sich Folgendes bewusst sein. Du kannst mir nicht sagen, dass TikTok sagt, hört, jeder, der unter 18 ist, glaube unter 18 oder unter 16, glaube unter 18 sogar,
jedes Profil, das unter 18 ist, sollte für jemanden, der über 18 ist, gar nicht sichtbar sein. Das heisst, wenn du 18 bist gesehen, siehst du nicht mehr Profil, wo Leute, die unter 18 sind, also Teenager im Grunde genommen. Aber man sieht es immer noch. Also, und wie merkt man das, wenn zum Beispiel Fortnite-Content drin ist? Ich glaube, jemand, der inzwischen 18 ist, der postet nicht nur Fortnite-Content. Oder von Cartoons oder sonst irgendwie. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, viele Beispiele. Aber wenn du plötzlich nur noch solche Content siehst, auf einem Profil, dann ist für mich aber schon die Schlussfolgerung, das muss auf jeden Fall ein Profil sein, wo unter 18 ist. Oder es gibt natürlich noch die zweite Möglichkeit und die ist ganz klar da. Jemand will ein Profil, das sehr schnell wächst an Reichweite bzw. auch an Follower. Weil, man weiss inzwischen, auch viele Creator haben das gemacht, man kann Profil kaufen. Das heisst, du kannst Profil kaufen auf TikTok. Da gibt es wirklich Leute, die Profil aufwerten mit Follower, mit echten Follower halt dort, je nachdem. Falls es auch schon Bots gibt bei TikTok, willkommen Instagram-Politik. Aber das gibt es ja auch schon bereits dort. Und wenn man natürlich eine gewisse Anzahl hat an Follower, sagen wir jetzt 10'000 oder 20'000 oder sogar 100'000 oder wie auch immer, kann man die Profile verkaufen. Und ja, zum Teil zu einem, glaube ich, recht guten Preis. Also ich habe mal gehört, da wird irgendwie schon bereits 50 Franken für so ein Profil von 50'000 Follower verlangt. Also ja, sehr guter Preis, für einfach so schnell verdient. Aber wie gesagt, eben, das ist natürlich das Zweite. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, ist TikTok umstritten in dem, was sie machen? Weil hier auf Blick wird ja vor allem darüber geredet, ist TikTok umstritten aufgrund von dem, was sie macht. Muss ich auf der einen Seite sagen, ja, aber auf der anderen Seite, warum redet man denn nicht auch gleichzeitig über Twitter? Weil Twitter hat ganz einen anderen Content und da muss ich Applaus endlich an TikTok geben, dass TikTok da noch ein bisschen schaut, dass eben NSFW, also Content, der nicht gepostet werden über Nacktheit, über Folter, über Sexualitäten, also wirklich, wo man sieht, wo ab 18 ist, über Misshandlungen, also wirklich alles, das schmeißt TikTok in dem Sinn wirklich gut raus. Nicht ganz gut, bin ich mit vielen einverstanden, die jetzt vielleicht gerade sagen, oh nein, gar nicht. Aber sie schmeißen es noch besser raus, weder auf Twitter. Weil auf Twitter, ich bin seit langem auf Twitter und habe es glaube ich letztes Mal angesprochen, habe seitdem, was Elon Musk hat übernommen. Ja, Meinungsfreiheit, yay! Wird da recht viel tweetet, wo man nicht gerade sollte sehen. Vor allem eben, weil dort auch Kids drauf sind, ganz klar, aufgrund von ihren Idol, sprich Streamerinnen und Streamer und Content Creator, ja, wo sie halt mit denen wollen connecten. Genau, und eben, wie gesagt, TikTok-Demografie zeigt hier, dass zwischen 18 und 24 der grösste Anteil auf TikTok ist, von 2021. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon bereits eine Grafik gibt von 2022, ob da der Report schon bereits draussen ist. Weiß ich gerade nicht, sonst, wenn, dann schickt mir ihn gerne auf Instagram zu, wenn ihr da etwas finden auf aus vertrauenden Angaben. Und was ist da grundsätzlich der Unterschied jetzt, oder was macht China anders im Vergleich zu uns? Weil es wird ja darüber diskutiert, ja, verdammt uns die App. Also klar, die App die kann wirklich süchtig machen. In Form von, dass sie die wirklich dort drauf baut. Weil der Algorithmus, der ist wirklich so heftig, dass wenn du ein Video nach dem anderen scrollst, dass du nachher dort wirklich bleibst hängen beim nächsten Video und nächsten oder dann scrollst weiter, weil du wieder hoffst, dass vielleicht ein besseres Video kommt.
Und ich habe mich eben auch schon ein paar Mal ertappt, dass ich bin da am Scrollen war und geschaut und scrollen war, weil der Algorithmus mich halt inzwischen schon kennt. Ja, ist leider so. Aber es gibt dann immer wieder sogenannte Live-Matches, habe ich ja, glaube ich auch schon angesprochen in meinen Videos. Und die Live-Matches bringen mich aber dazu, wo ich sage, oh nein, jetzt habe ich genug von dieser App, jetzt könnt ihr mich mal, diesen Vögeln möchte ich nicht gerade gerne zuschauen, die sich da irgendwie an dem Taschengeld von dem Minderjährigen bereichern oder von Leuten, die es vielleicht schon nötig hätten, die das Geld für die Leute ausgeben, für das sie halt mal wahrgenommen werden. Nein, das möchte ich lieber nicht sehen. Genau. Aber eben, was macht jetzt China? Gibt es China überhaupt auch TikTok? Weil es kommt ja von China. Die Antwort, nein. In China gibt es die App Douyin. Douyin oder Douyin sagt man. Und ich habe selber die App auch mal abgeladen, weil es gibt Tutorials hier auf YouTube. Also auf YouTube gibt es Tutorials, wo du siehst, wie du die App kannst abladen. Und ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe die App auch mal abgeladen und dort siehst du wirklich ganz anderen Content, beziehungsweise du siehst den Content, wo TikTok eigentlich dann zumal bei uns bekannt worden ist. Also eben, dass Leute lip-synken oder dass sehr coole Effekte, also mit all diesen Filtern, wie die Leute mit diesen Filtern spielen oder kochen. Also mehr inspirierende Sachen, weder eben, was wir hier sehen, politische Sachen, Propagandasachen inzwischen schon fast, wie auf Twitter. Oder eben Sachen, die verstörend sind, wo ich einfach muss sagen, wie ist das für ein Kind, wo die Eltern nicht wissen, dass das Kind jetzt das Konto haben angeben, ja, ich bin 18, weil ich mehr sehen will, sie vielleicht erst 14, 15 und sehen nachher solchen Content. Wie ist das für das Kind? Und ehrlich gesagt, kein Wunder, haben die Jugendlichen heutzutage immer wie mehr Probleme. Also ganz klar, wegen dem sehe ich hier den Punkt, dass das aufgrund von dem kommt. Also ich habe dort auch schon Videos gesehen, wo ich dachte, wow, okay, das ist da. Habe es gemeldet und da ist halt hier und da oft schon die Rückmeldung gekommen, sorry, tut mir leid, vielleicht bist du ein cooler Sieg oder so, aber nein, da ist nichts, wo schwerfällig wäre oder wo man jetzt das Video müsste rausnehmen. Ja, warum? Weil es vielleicht schon über 100'000 Likes hat. Weil jeder drauf kommentiert. Dann lohnt es sich natürlich, weil die Leute natürlich nachher bei diesem Video bleiben sie auf der App und das ist genau das, was ja TikTok oder auch die Apps möchten. Die möchten, dass wir so lange wie möglich auf den Apps bleiben. Was hier einfach das Besondere ist, oder was mir nicht auffällt, Anzeigen sieht man hier weniger, also Werbungen. Werbungen sieht man komischerweise bei TikTok weniger, weder jetzt zum Beispiel bei Instagram. Bei Instagram sieht man viel öfters Werbungen, wo je nachdem auch auf einem zugeschnitten ist, wenn man Cookies akzeptiert, also oder allgemein die Tracking, die Werbetracking, also das heisst, wenn du zum Beispiel, sagen wir jetzt bei uns auf Galaxus gehst oder Prag oder Amazon, dann kann es gut sein, dass dir eben dann Instagram wieder Werbung zeigt, genau von diesem Shop, wo dir ja könnte passen. Und eben, ich mache mir die Mühe, dass wenn ich auf eine Seite gehe und da steht, hey, akzeptierst du unsere Cookies? Vielleicht noch ein lustiges Krömli herpflanzen, für das es lustig aussieht und man gerade sagt, oh ja, ein Krömli, komm, akzeptiere, ist ja ein Krömli. Nein, ist es nicht. Ich gehe immer auf erweiterte Datenschutzeinstellungen, glaube ich, heisst, oder individuelle Einstellungen und tue dort alles auf inaktiv. Ich schalte sogar jeden Partner eins aus, wenn die Werbepartner da drauf sind. Das schaut die aus, also so mache ich das immer. Und ja, seitdem habe ich wirklich Ruhe mit Werbung. Also ich habe jetzt lang keine Werbung mehr gesehen. Ich habe wirklich lange keine Werbung mehr gesehen, wo ich nachher müssen sagen, oh ja, das, ja, hey, da klicke ich mal drauf und das kaufe ich gerade. Überhaupt nicht. Das hat es früher mal gegeben, wo mir Cookies egal waren oder wo man noch nicht so drauf geschaut hat. Und
dann zumal ist das vorgekommen, aber ich glaube, inzwischen sind die Shops wegen mir. Also, wenn sie denken, ja, über Social Media verdienen wir etwas am Sam, sorry, leider nicht. Aber mehr verdienst du nicht. Ja, dann eben, TikTok, also der CEO ist ja in den USA, also ist ja vorgeladen worden von einem Gericht oder ich glaube so eine Art Gericht. Und dort ist er ja gefragt worden, habt ihr Zugriff auf unsere Daten in Form von, wenn man sich mit TikTok über das Wi-Fi anmeldet. Das heisst, wenn du dich mit der TikTok-App anmelden und dein Wi-Fi daheim läuft, dein Wireless, dass TikTok sich nachher dort wie einnisten und schauen, was dort alles geht. Und er hat die Frage dort sehr wahrscheinlich gerade schnell nicht verstanden, aber man muss sich grundsätzlich schon fragen, warum fragt die eine Social Media App, also ich habe hier mein Handy und in den Einstellungen, also Datenschutzeinstellungen oder von der App selber, ist lokales Netzwerk aufgeführt. Und das lokale Netzwerk, also ich habe es ausgeschaut, aber das lokale Netzwerk tust du zum Beispiel akzeptieren oder aktivieren. Sagen wir zum Beispiel YouTube, wenn du ein Video schaust und dann gehst du ins Wohnzimmer, in die Stube und dann willst du das vielleicht auf deinem Smart TV schauen. Dann kannst du einfach drücken und sagen, hey, ja, schau, hier, das ist mein Fernseher, genau dort möchte ich es schauen. Also es gibt Tasten, da das Viereck mit diesen 3-4 Kurven und also nicht Airdrop. Der weiß auf jeden Fall eben, was ich meine. Auf jeden Fall kann man nachher so den Fernseher auswählen und sagen, ja, ich möchte gerne das Video weiter auf meinem Fernseher schauen. Das ist in dem Sinn, für das der Zugriff ist ins lokale Netzwerk. Aber eben, ich frage mich, warum macht das TikTok? Klar, ich habe jetzt erst gerade gesehen bei mir auf dem Fernseher, dass TikTok jetzt auch eine App hat. Aber da ist jetzt in dem Sinn auch, sage ich jetzt mal, logisch, dass die App die Einstellung hat, lokales Netzwerk. Aber warum hat man das schon immer gehabt? Das ist die andere Frage. Und was natürlich viele Leute immer wieder vergessen, ist der Fakt, dass wenn sie Mitteilung bekommen, hey, verbinde dich doch mit deinen Kollegen, schau, wer auch auf dieser App ist. Und dann sagst du, hey, ist doch cool, ja, schau mal, wer von meiner Schule oder meiner Arbeitsstelle oder meiner Nachbarschaft, wo ich befreundet bin, ja, wer ist alles da drin? Und gibst in dem Sinne Zugriff auf deine Kontakte, also auf die Nummern. Und was passiert? Die Apps oder eben zum Beispiel jetzt im Beispiel von TikTok, die haben natürlich nachher all die Nummern, weil du tust im Grunde genommen deine ganzen Kontakte hochladen. Und man fragt sich ja immer, wie zum Teufel kommt der eine oder der andere, der da schreibt, hey, du hast ein Päckchen hier oder das sollte abgeholt werden oder nein, es kann nicht dazu geliefert werden, klick doch auf den Link und dann bist du schon in einer Phishing-Bubble drin. Oder der Leute sind an und wollen dir irgendwie eine Versicherung verkaufen. Was denkt ihr? Wie zum Teufel kommen die Leute meistens an die Nummern? Genau eben so. Weil es hat auch schon Fälle gegeben, habe ich da mal gelesen, dass Leute sich anmelden irgendwo, auch auf einer Social Media App und die Nummer wollen eingeben und dann hat es geheißen, die Nummer ist schon bereits registriert, obwohl die Person gar nicht registriert ist. Und das ist schon ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Also das ist wirklich ein bisschen gruselig, wenn man sich da auf einer App anmeldet oder irgendwo und dann steht, hey, hallo, freut mich, aber du, die Nummer die ist uns schon bereits bekannt. Ja, dann würde ich sehr wahrscheinlich auch einen Poker schon mal um die App machen. Was natürlich ist, eben, all die Apps haben einen Algorithmus. Also Facebook hat einen Algorithmus, also Facebook, Instagram, oder das grosse Meta,
Twitter hat sehr wahrscheinlich, oder auf jeden Fall einen Algorithmus, nehme ich an. Weil eben die Apps, die leben mit diesen Algorithmen. YouTube hat einen Algorithmus, wo du jetzt vielleicht gerade das Video siehst, wenn du das Video schaust vom Podcast. Also all die Leute, also all die Apps haben einen Algorithmus. Und der Algorithmus, der schafft in dem Sinne entweder für dich oder gegen dich. Kann man in dem Sinne so sagen. Und bei TikTok ist es natürlich so, dass der Algorithmus mehrheitlich für dich schafft. Weil, wenn man jetzt schaut, bei Instagram bin ich über 1000 Follower. Gut, ich bin auch nicht der, der da jedes Video kommentieren oder also von fremden Leuten, die ich selber nicht folge oder wo da 24/7 betroffen ist oder 20'000 Stories pro Tag aufhält, sind wir ehrlich. Aber bei TikTok, dort habe ich ein Zeitchen, ich glaube fast jeden zweiten Tag, etwa im Verlauf von 3 Monaten, also wirklich ein Zeitchen habe ich dort jedes Mal ein Video hochgegeben. Dort habe ich die App noch sehr, sehr gerne gehabt. Dann sind auch die Matches und so noch nicht da gewesen. Und das hat mir immer wie mehr Leute gebracht und Leute gebracht. Ich bin plötzlich auf der Straße erkannt worden. Und das hat mir in dem Sinne schon gezeigt, okay, der Algorithmus, der schafft schon mehr für dich. Aber es kann nachher wie einen Schnipp geben und dann werden deine Videos kaum mehr Leute anzeigen. Und das ist genau das Gefährliche bei den Algorithmen. Weil der Algorithmus, der kann mit dir arbeiten oder für dich arbeiten und plötzlich nicht mehr. Und dann gehst du natürlich dementsprechend schon fast in ein Dilemma, weil du denkst, warum wird jetzt mein Video oder warum werden meine Bilder nicht den Leuten angezeigt? Was ist da der Grund? Und dann probierst du natürlich wieder etwas anderes zu bringen, wieder ein Video, vielleicht genau im gleichen Style. Dann fragst du dich, ist das überhaupt noch richtig, was ich mache? Und dann fragst du dich immer und ich kann noch sagen, die ganze Zeit die Ideen finden und alles, das kann recht an den Nerven zehren. Und ich bin inzwischen so, ich mache mehr oder weniger immer das, was ich drauf Bock habe. Ich mache nicht mehr das, was ich sage, oh, das läuft sehr gut, da sind die Leute zufrieden. Oder der Algorithmus vor allem. Aber eben, wenn es bei den Leuten ankommt, dann ist das schon bei den 2-3 Leuten, wenn das ankommt, dann mache ich schon yay. Aber es gibt Leute, die brauchen irgendwie täglich fast 10 oder 20 Kommentare auf ihren Beiträgen oder auf ihren Stories. Und wenn das nicht kommt, dann geht es abwärts. Psychisch. Und das finde ich schon heftig. Eben die Algorithmen, wie sie da in dem Sinn gegen einen arbeiten. Und eben auch, wie die Algorithmen gegen dem arbeiten von den Jugendlichen, von den Minderjährigen. Aber ich kann nur noch so viel sagen, man muss natürlich jetzt wirklich schauen, wie sich die Apps in der Zukunft entwickeln und ob überhaupt in den USA ein Verbot kommt, weil dort reden wir ja darüber, eben, dass es verboten wird und ob es auch hier mal ist, eben im Westen allgemein Europa, ob hier plötzlich die App auch rausgeschmissen wird und nicht mehr verfügbar. Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall finde ich es schon mal schade, eben, dass man sich nicht direkt an TikTok wenden kann, wenn da ein Problem ist. Also, wo es so wirklich eine Stelle gibt oder keine Antwort bekommt. Das finde ich wirklich schade. Genau. Ja, und ich würde sagen, das war es vom heutigen Podcast, von der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt mir auf Instagram oder schreibt mir hier unten einen Kommentar her. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Podcast wieder, bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, macht's gut, euer Sam, ciao, tschüss zusammen.